Hallo zusammen, ich freue mich heute Videochat Folge 4. Heute zu Gast ist Katja Boss. Wir reden darüber, als Familie im Alltag Jesus nachfolgen, Reich Gottes sichtbar machen. Hey Katja, freue mich mit dir heute da zu sein. Merci. Ende Morgen, wir nehmen das auf. Bist du fit? Ja, doch, fühle mich. Wunderbar. Fit und parat. Wunderbar. Hey, ich finde es spannend, wenn wir so ein bisschen zurückschauen, vor einigen Monaten hast du, Christian, noch den Eis-Gottesdienst geleitet. Mittlerweile seid ihr Bereichsleitung. Wie ist es dazu gekommen? Genau. Wir haben vergangenen Frühling, 21, hat ihr uns als Gemeindeleitung angefragt, ob ihr uns das vorstellen könnte, Christian und ich. Spaziergang, gell? Spaziergang, genau. Erste Reaktion, nein. Wir haben das aber noch wirklich sehr mitgenommen. Wir haben uns 2 Monate Zeit gegeben, haben das sehr bewegt. Wir haben sehr viel zusammengesprochen, darüber gebetet, mit Freunden geredet. Haben das wirklich gewälzt. Was uns natürlich sehr beschäftigt hat, ist nachher 1G, wie geht es weiter? Er hat gemerkt, aber das wissen wir nicht. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen das wie 2 Paar Schuhe anschauen und einfach unabhängig von dem eine Entscheidung treffen. Das haben wir nachher auch gemacht und haben wie gemerkt, wir haben einfach ein Ziehen auf dem Herzen, mit Familien unterwegs zu sein, Reich Gottes zu erleben in Familien und ist da mit anderen zusammen auf den Weg zu machen. Und so sind wir eigentlich zum Entschluss gekommen, dass das in diesem Bereich mega möglich ist und wir auch viele Möglichkeiten haben, das hier uns zu leben. Und so sind wir eigentlich zum Entschluss gekommen, dass der Zeitpunkt passt und dass es einfach wirklich der richtige Moment ist, für das anzupacken. In dem Sinne war es nicht ein Nein für ein 1G, sondern ein Ja für wie die Aufgabe. Auch mit neuen Gedanken, wie das vielleicht aussehen könnte, als Familie zusammen Ganz unterwegs sein. Genau. Ja, ganz genau. Das ist ja spannend. Früher hat der Bereich Kinder und Jugend geheissen, jetzt neu Family. Und das war euch ganz wichtig. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen. Genau. Wir haben einfach gemerkt, dass es eben beides braucht. Also, ich glaube, ein grosses Anliegen, das wir haben, ist, dass das eben in einer Familie drin gelebt wird und nicht nur einfach ein Sonntagsglaube wird, wo man einfach ins Programm geht oder in den Kindergottesdienst und nachher weg und in der Familie ist ganz anders, sondern dass das wirklich einfach ein Ganzes gibt. Dass man wirklich als Families unterwegs ist, noch im Alltag. Genau. Und ich glaube, das war das Ausschlaggebende, wo wir gemerkt haben, es muss einfach Family heissen, weil genau, dass die Familie sich eingeschlossen fühlt. Wir selber. Und das ist ja genau eben, wo wir zusammen geredet haben, ist das etwas von dem gewesen, was bei euch bewegt hat, wie können wir das gut als Familie leben. Ihr habt hier 3 Jungs, ja, genau. In unterschiedlichem Alter, alle im Schulalter, oder? Wie lebt ihr das so? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht kann ich 2 aktuelle Themen sagen, wie wir jetzt gerade also so. Zum Beispiel ein Thema, das wir im Moment recht wälzen, ist «Unsere Worte haben Macht». Und da sind wir auch dran, miteinander das immer wieder anzuschauen. Was bedeutet das? Sachen, die ich ausspreche über anderen, oder wo wir andere über mir aussprechen und das mit ihnen mega auseinanderzunehmen und zu schauen. Einerseits, wir haben eine Verantwortung, mit diesen Worten umzugehen, aber auch Lügen zum Beispiel aufzudecken, die andere über mir aussprechen. Wo wir sie ganz bewusst Situationen, die gerade in der Schule passiert sind, mit ihnen besprechen und schauen, wo ist zum Beispiel eine Lüge über mir ausgesprochen worden und die aufdecken. Oder wo habe ich jemand anderem etwas zu Leid gewerkelt und muss das wieder richtig stellen. Einfach sagen,
Da habe ich Falsches über dir geredet. Oder wo passiert das gerade innerhalb von unserer Familie? Wenn Ski zusammen streiten, wenn ich auf Ski verrückt bin und Sachen sage, die nicht richtig waren. Dass anhand von diesen Beispielen wirklich sagen, unsere Worte haben Macht und damit können wir Einfluss nehmen. Oder eure geistige Welt Einfluss nehmen. Zum Beispiel mit meinem jüngsten Sohn ist das sehr ein Thema im Moment. Träume, schlechte Träume. Da sind wir mega dran. Wie gehe ich mit der Angst um? Wie bete ich, wenn so ein Traum kommt? Wie kann ich das wegweisen? Genau, das sind so aktuelle Sachen, die wir im Moment miteinander unterwegs sind. Also ich finde es spannend, wenn ich dir zuhöre, dann merke ich, also das Thema wie zusammen unterwegs sein mit Gott hat viel mit der Erlebniswelt von den Kindern zu tun. Also quasi nicht einfach nur, ich nehme jetzt ein anderes irgendwie ein Glaubenskonzept und rede mit ihnen darüber, sondern ich versuche wie dort, wo sie in ihrem Leben drinstehen, Werte und vielleicht Praktiken vom Glauben her, mit ihnen darüber zu reden, ins Gespräch zu kommen, was das bedeuten könnte. Geht das so in die Richtung? Ja, genau. Ja. Und ich glaube, ein zweiter Gedanke oder etwas, was schon sehr wichtig ist, ist auch die Ausrüstung. So, für mich selber, aber auch für meine Kinder. Wie kann ich mich gut ausrüsten und unterwegs sein im Alltag mit dem Wort Gottes, mit auf den Heiligen Geist hören. Genau, und da wirklich auch im offenen Gespräch mit den Kindern sein. Wie machen wir das eben im Alltag? Also mit Kindern im Wort Gottes ausrüsten. Also ich stelle mir darunter vor, zusammen die Bibel lesen zum Beispiel. Oder wie sieht das bei euch aus? Es ist ja jetzt nicht so, dass Kinder unbedingt notwendigerweise begeistert für das sind, oder? Nein, gar nicht. Da sind wir, ganz ehrlich, da sind wir wirklich auch noch selber mega auf dem Weg zu suchen. Weil ich merke, es ist schon noch, sie kennen viele Bibelgeschichten. Und sie, ja, das ist wahrscheinlich nicht mehr etwas Neues oder etwas, was sie noch nie gehört haben. Oder so. Und da auch gute Wege zu finden, wie kann man das Wort Gottes lebendig behalten und merken, das redet auch noch im heutigen Alltag eben drin. Es hat etwas zu sagen, wie gehe ich meine Zunge an, ist ein gefährliches Schwert. Oder einfach so, und die Sachen wieder so lebendig zu machen. Ich glaube, darin liegt so ein bisschen das Geheimnis, das man den Kindern aufdecken kann. Einzelne, manchmal einfach ein einzelner Vers und nachher aber mit dem, was sagt das gerade uns, was möchte der Gott da sagen. Und eben vielleicht mit der Alltagserfahrung der Kinder. Genau, zu kombinieren und nachher zu zeigen, da spricht das Wort jetzt gerade drin. Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann sind dazu noch Kinderkassettchen, so, mit Geschichten, die waren für mich mega wichtig. Ich habe zum Teil noch jetzt Dialoge auswendig. Zum Teil muss ich sagen, also wenn es so ein bisschen fromme Geschichten, jetzt nicht biblische, sondern sonst Geschichten waren, denke ich mir heute manchmal, die waren furchtbar fromm gewesen. Aber ist das so etwas, also Kindergeschichten? Ja, sehr. Ja. Ich habe die ganze Palette Neues Altes Testament vom Adonia-Musical. Und das kennen sie vorwärts und rückwärts. Ja, die kennen sie wirklich sehr gut. Also das finde ich wirklich noch spannend, weil eben, mir persönlich hat das auch einen Zugang gegeben. Oder? Und als Kind, also ja, ich war jetzt eines von diesen Kindern, die gerne Geschichten gelesen hat. Ich glaube, es trifft auf viele zu, vielleicht nicht alle. Aber das ist schon spannend, wie das so ein bisschen wie einen Boden gibt, wo ein Zeug, das man kennt. Ja. Genau. Wir haben noch zusammen darüber geredet im Vorfeld, dass es auch so eine Spannung ist zwischen, hey, wir möchten den Kindern etwas Gutes weitergeben, aber wir möchten ihnen nicht etwas aufzwingen. Oder? Ja. Also eigentlich ist das so ein Spannungsfeld. Und ja, das nimmst du schon wahr. Wie geht ihr mit dem um? Wie versucht ihr, quasi eure Kinder gut mitzunehmen, aber ihnen wie, ja, eben sie wie nicht zu vereinnahmen oder wie eine Enge mitzugeben? Ja. Ich glaube, da ist es für mich extrem wichtig, die Liebesbeziehung immer an erste Stelle zu stellen. Das ist etwas, was mir in letzter Zeit sehr, sehr wichtig wird. Zu jedem Kind wie in erster Linie die Liebesbeziehung wie immer offen zu behalten. Und sehr, sehr viel Ehrlichkeit ihnen gegenüber, uns gegenüber. Ich glaube, das gibt einfach wie eine gute, gesunde Basis.
wo man noch so Sachen auch kann, wie ansprechen und nicht versuchen, aber, so mit Zwang und jetzt musst du einfach und jetzt musst du beten oder ja, genau. Und auch bei jedem Kind gut hinzuhören. Ja, weil eben jedes ist wieder so einzigartig und anders. Aber ich glaube, eben das mit der Liebesbeziehung offen behalten, da merke ich, da drin ist einfach ein Geheimnis. Und wenn die Beziehung nicht versandet oder nicht kaputt geht, dann glaube ich, dass das einfach bestehen bleibt, dass man miteinander dran sein und unterwegs sein und einfach gut spüren und hören, was es braucht. Liebe, Transparenz, das höre ich so ein bisschen raus. Ja, genau. Und dann eben auch, jedes Kind ist einzigartig. Also nicht alle reagieren gleich, nicht andere denken gleich. Genau. Oder sie brauchen vielleicht auch das Gleiche auf dem Weg. Ja. Oder? Ja. Das eine ist sehr sensibel und braucht, ja, aber da müssen wir auch mehr so Situationen zum Beispiel anschauen vor der Schule, was ist gerade passiert und was geht in dir ab und ja, genau. Und das andere braucht das vielleicht weniger, das ist vielleicht ein bisschen mehr eins, das ein bisschen ellbögelt und so und mehr wieder musst anschauen, hey, du hast auch Verantwortung mit deiner Kraft umzugehen oder ja, genau, aber je nach so verschieden, wie wir alle sind. Genau. Und du hast noch ein Stichwort gebracht vorher. Eben das eine war wie im Wort, ausgerüstet mit dem Wort, aber auch sensibel für das Reden vom Geist. Wie sieht das, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie wir da mit ihnen unterwegs sind. Ja, oder wie die das probieren. Das ist ja immer ein Probieren. Ja, Man kann ja nicht sagen, so und so. Genau so. Das funktioniert ja nicht. Oder? Ich glaube, ich versuche ihnen sehr viel zu erzählen, wie das bei mir passiert, von eigenen Beispielen zu erzählen. Sagen ihnen aber auch, dass Gott auf verschiedene Arten reden kann. Versuchen, Verschiedenes aufzuzeigen. Wir haben auch schon zusammen gemalt. Da hat der eine Sohn hat da sehr einen guten Zugang gefunden. Es war sehr spannend, was da rausgekommen ist am Ende. Und wie wir da wirklich noch eben die Zeichnungen auch Was war für ein Bild? Es haben so mehrere Sachen gezeichnet. Was ist das? Haben wir auch einmal in einer Ferien gemacht. Es sind nachher mehrere Sachen. Okay. Ich kann mich nicht mehr an jedes Einzelne erinnern, aber ich weiß auch, dass es mega spannend war, nachher, was sie dazu gesagt haben. Und dass es auch gut gestimmt hat. Genau, das ist sicher so etwas. Und nachher auch, das ist einfach auch auf die innere Stimme hören, wo wir in kehren. Weil oftmals fühlst du ja, manchmal sage ich, es kann ein Gedanke sein, es kann ein Wort sein, es kann ein Gefühl sein, auf etwas. Einfach versuche auf das sensibel zu sein, auf das einzugehen und zu hören. Genau. Mega spannend. Jetzt noch etwas anderes, was mich beschäftigt, vielleicht nicht persönlich so fest, weil ich und meine Frau haben ja kein Kind, aber ich weiss, durch das, dass wir viele gute Freunde mit Kindern haben, das Leben ist doch manchmal mega anstrengend mit Kindern. Also nicht jetzt wegen der Kinder, sondern einfach, oder man schafft, da ist dieses eins läuft und hier vielleicht noch Sportunterricht und das und das und das. Wie bleibt da irgendwie Bewusstsein, Energie, um auch noch, wie du jetzt erzählst, so über die Themen zu reden, eben versuchen, Zeug zu thematisieren. Wie macht man das? Ist das nicht manchmal eine mega Überforderung von all dem, was läuft? Und dann sollte man auch noch irgendwie versuchen, zusammen Nachfolge und Reich Gottes erleben und so. Genau. Ja, das ist es manchmal. Das ist es wirklich. Es ist eine rechte Challenge und der Alltag läuft sehr aktiv. Aber ich glaube, es ist so wie in deinem und in meinem Leben selber auch. Wir sind selber immer wieder herausgefordert, das bewusst zu machen, sich selber immer wieder. Und ja, in sich zu gehen und zu sagen, jetzt will ich will hören, ich will meine Ohren öffnen, meine geistigen Ohren öffnen. Ich glaube, was wir schon gemerkt haben, man muss sich manchmal wirklich wie bewusste Zeiten wie fixen und wirklich einfach auch Zeit nehmen,
Zum Beispiel jetzt der Samstagabend ist jetzt so ein Family-Abend, den wir machen, wo wir wirklich schauen, dass wir ein kleines Essen haben, das etwas länger geht. Wir haben so ein Pizzaöffel, so ein kleines, und da hockt man halt lang und dort Sachen drauf. Und, genau, und da schauen wir, dass wir so Austauschen machen. Wo bist du gerade dran? Was beschäftigt dich? Was ist schwierig? Weil da hocken die Buben mal ein bisschen länger am Tisch und da können so Gespräche gut stattfinden. Während man wartet, dass die nächste Pizza wieder schaut. Genau. Aber das lieben sie halt einfach und da kann man wirklich auch. Manchmal gerät das besser, manchmal nicht so gut. Aber das ist sicher so ein Punkt, wo wir gut ins Gespräch kommen. Auch am Abend merke ich sehr viel. Wer halt noch so ist, das Abendabschlussritual quasi machen. Oder wenn ich mal zu den Buben aufs Bett hocke am Abend noch und einfach. Genau, ich glaube, das sind auch so bewusste Momente. Ja, aber so ein austauschen. Also das, was ja eigentlich so eben, du sagst Abendritual oder eben so ein Familienritual, ich glaube, das ist wie etwas, was für Kinder allgemein gesungen ist. Also, vielen Kindern hilft es, wenn man so einen gewissen Rhythmus hat und dann eben auch die Orte konkret nutzt, um eben die Sachen, die euch wichtig sind, und mit ihnen zu reflektieren. Aber was ich vorhin auch gehört habe, ist, wie das aus dem Alltag, wenn irgendwie ein Kind quasi kommt mit dem Erleben aus der Schule, dort hier das wie auch thematisieren. Also ich glaube, wenn ich dir zulasse, gewinne ich so ein bisschen den Eindruck, es hat wie beides. Bewusst Zeiten nehmen, die Räume schaffen, aber dann auch wie aus dem Moment heraus die Verbindung zu machen. Irgendwie. Dort, wo es halt noch ein natürliches Gespräch jetzt darüber gibt, hey, wie war das gewesen, was hat jetzt der dir blöd gesagt, wie gehst du mit dem um? Ja, genau. Ja, das ist es wirklich. Und ich glaube, da liegt es nachher auch an uns selber oder als mir als Mama, wirklich ernste oder wichtige Momente auch wenig zu verpassen, dass ich merke, da ist jetzt etwas abgegangen. Das ist jetzt gerade mega wichtig, dass ich mein Zeug für einen Moment sein und das mit ihm besprechen, was passiert ist. Genau, die Zeit, die musst du wie einfach auch nehmen. Und manchmal schaffst du das, und manchmal schaffe ich es erst am Abend, oder wieder darauf zurückzukommen. Ich habe gemerkt, das hat dich beschäftigt. Genau, und vielleicht geht sofort ist irgendwie schon wieder nochmal Schule, Mittagessen vorbei oder was. Genau. Aber ich habe noch eine andere Frage, und zwar, welche Rolle spielt jetzt in diesem Sinne so ein bisschen die grössere Gemeinschaft? Es gibt ja nicht nur die Familie, sondern es gibt wie auch noch Leute ringsherum, schlussendlich die Gemeinde. Jetzt würde mich interessieren, so ein bisschen, was spielt denn wie so die weiteren Kreise? Was spielen die für eine Rolle im Zusammen unterwegs sein als Familie? Ich glaube, dass eben viele Leute miteinander Kinder prägen. Und dass wir mega voneinander lernen. Ich glaube, da kommt eben die grosse Gruppe wieder zusammen. Es ist auch, wir haben alle so eine andere Färbung, ein anderes Gusto, eine andere Prägung, die wir mitbringen. Und ich glaube, da können wir voneinander wie profitieren und lernen, was ich glaube eben darum auch die kleine Gruppe nach Mass, die wir nachher auch gestartet haben, wo wir gemerkt haben, wir wollen mit anderen Families so unterwegs sein und andere wie auch erzählen und Einfluss nehmen, wie sie miteinander das leben und wie wir voneinander lernen können. Genau, das ist so ein Gefäß, das ihr gemacht habt, auch aus dem Bereich aus ein Anliegen, oder wie ich hatte, Familie zusammenzunehmen. Das war doch ein bewusster Entschluss, oder? Dass wir wieder hier füreinander lernen können. Für da unterwegs zu sein mit anderen. Da es gibt wie so die Kontexte, die wie organisiert sind, sage ich mal. Und dann gibt es wie auch, würde ich sagen, wie so informellere Räume, wo andere Leute eine Rolle spielen. Oder ich würde zum Beispiel sagen, in meiner Kindheit hat es verschiedenste Leute gegeben, die jetzt nicht unbedingt in einem bestimmten organisierten Setting waren, aber wie für mich sind Vorbilder geworden. Und ich jetzt zum Beispiel, ich und Antonia, wir haben ja kein Kind, uns ist es ja wichtig, Beziehung zu haben mit Kindern und eine Rolle zu spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich im Leben von anderen Familien, und in dem Sinne noch Kindern, eine Rolle kann spielen in einer gesunden Entwicklung. Genau, ja.
Das denke ich wirklich auch. Also ich denke auch gerade, weil ich jetzt zum Beispiel gerade in den Ferien auch mit meinen Eltern wieder zusammen war und ich merke auch, wie fest Grosseltern zum Beispiel eben auch so einen wichtigen Einfluss können haben im Umgang, wie sie eben mitnehmend, prägend und wie fest fasziniert die Kinder auch von ihnen sind. Und ja, genau. Ich glaube auch eben die engere Familie, aber auch Freunde, wo man nacheinander unterwegs ist. Genau, dass das auch einen mega Einfluss hat. Gell? Und ich glaube eben, es gibt wie... Ich kenne einige Leute aus der Vignette Bern, ältere Frauen zum Beispiel, die vielleicht selber nicht Familie hatten, die aber aktiv in Familien mal unterstützen können, mal von Kindern hüten oder so, aber irgendwie präsent sind. Gestern im Gottesdienst habe ich auch ein Gespräch verfolgt, wo ein älteres Bärli mit einem jüngeren Bärli mit Kindern zusammengeredet, wie sie aber mit den Kindern interagieren. Ich finde das noch spannend, dass wie das so ein bisschen, ja, dass es manchmal schon einfach informell zusammenkommen kann, dass das eben auch wichtig ist. Ja, sehr. Ja, das denke ich auch. Genau. Egal, glaube ich, ob das kann auch eben gerade im Sonntags-Kindergottesdienst sein, wo die Leiter mit ihnen zusammen sind oder wo sonst mit Kindern in Berührung kommst. Aber ich glaube, dass wir da auch einen mega Auftrag haben. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen noch zusammen anschauen, so die organisierten, strukturierten Sachen, wo es wie geht. Oder wenn ich jetzt Zuhörerin oder Zuhörer bin, eben vielleicht selber Kinder habe, wie komme ich da dazu? Oder was gibt es wie für Punkte, die ich einhängen kann? Das steht jetzt so an. Genau. Also das nächste, was sicher ansteht, ist eben das Ostercamp im April. Genau. Das ist, ich bin auch schon angemeldet. Du bist auch schon angemeldet? Ja, ich sehe schon, aber anmelden ist es schnell, ich denke, muss schnell sein, weil wer weiss, vielleicht ist Platzzahl beschränkt. Platzzahl ist sicher ein Thema. Schreibst du sofort jetzt an? Sofort dahinter, wenn wir dabei sind, sofort anmelden. Ja, genau. Ja, das ist sicher etwas mega Cooles, wo wir das Gefühl haben, da kann das eben stattfinden. Da kann man zusammenkommen, da kann man kennenlernen, Beziehung vertiefen, die Kinder eben selber auch untereinander, aber auch wir als Eltern. Genau, das ist sicher eine mega Gelegenheit, wo man näher an die Leute herankommen kann. Und das andere ist auch die Kleingruppe, wo man sicher auch sehr gut, das findet einmal im Monat statt. Der Name ist noch nicht ganz klar, wird neu, also ja, genau. Aufmerksam bleiben. Aufmerksam bleiben, genau. Den Namen werden wir ändern. Im Moment heisst er eben noch «Zusammen unterwegs». Und da werden wir einen neuen Namen suchen. Aber sicher einfach mit den Leuten, die wir jetzt schon zusammen unterwegs sind in dieser Kleingruppe. Genau, das ist sicher auch ein sehr guter Weg, wo man regelmässig Kontakt hat, immer wieder mit den gleichen Leuten, sage ich jetzt mal. Genau, dann werden sicher Ferien. Da wirst du selber noch fast am meisten Bescheid, gell? Genau, zusammen Ferien machen, rumhängen. Shooten hoffentlich viel, vielleicht am Abend Werwölfe. Ja, genau. Ja, das ist super, das haben wir wieder gemacht. Sicher auch Worship und so morgen haben wir immer zusammen Start gehabt. Ja. Genau, das wird sicher auch geben. Gemeinschaftlich. Und dann haben wir noch etwas anderes, oder? Gottesdienst haben wir ja, oder? Mhm. Im Moment ist ja immer, der erste Gottesdienst war wie ein Familiengottesdienst. Da sind wir auf dem Weg so ein bisschen herausfinden, wie wird das aussehen. Ja. Wie sieht es im Moment aus für Familie, Kinder und Gottesdienst? Wie ist das im Moment? Also es hat einfach am ersten Sonntag vom Monat ist eigentlich angedacht, dass man wirklich auch Kinder einfach dabei haben darf, dass man die auch so mit in den Gottesdienst bringen. Und unser Wunsch ist wirklich auch, dass die Kinder ein Teil, nicht ein separater Teil sein, sondern dass wir miteinander einen Gottesdienst erleben können. Dass die Kinder auch nicht, wie das fremd wird und denken, was gehen die da machen? Und ich gehe immer abseits ins Kinderprogramm in dem Sinn, dass die wirklich einfach mal voll live können, mit einsteigen, mit uns zusammen. Die Eltern können beobachten. Genau. Und dann vielleicht zusammen ins Gespräch kommt. Genau. Und unsere Jungs, wir reden auch schon
ein Thema einhören, nämlich auch sogar schon, natürlich sind unsere Eltern und die ganz kleinen Knöpfe nehmen es wahrscheinlich vor der Predigt jetzt vielleicht weniger mit, aber die grösseren Kinder, ja, wir haben das daheim dann wirklich schon einzelne Sachen also aufgegriffen haben und gesagt, was ist das, was bedeutet das, und dann sind so Diskussionen entstanden und ich merkte, sie hören ja doch zu. Auch schon moderiert. Ja, stimmt, der Elia hat ja auch schon moderiert, ja, das war spannend. Sehr cool gewesen. Genau. Ja, und an den anderen 3 Gottesdiensten findet Winkids Gottesdienst statt. Mhm. Und da haben wir wirklich auf dem Herzen mit ihnen zusammen Gottesdienst zu feiern. Mhm. Der Stefan Rödlisberger ist da auch so ein bisschen dran, wirklich Leute zu haben, die am Anfang mit den Kids Worship machen. Dass euch Ski aber wirklich Gottesdienst mit allem, was dazugehört quasi, dass euch so im Winkids Gottesdienst leben. Mhm. Genau, oder dort hier ist schon, also wir haben ja im Vorfeld noch zusammen geredet, für mich zum Beispiel war es mega wichtig, oder es war wie hilfreich, wie die Gewohnheit zu haben am Sonntag mit Gottesdienst. Das ist jetzt heute auch noch eine andere Zeit, aber für mich persönlich ist das wichtig. Ja. Und so das wie eine geistliche Gewohnheit von einem Rhythmus. Oder? Ja. Ja. Aber ich weiss, glaube auch, es ist wie, seid ihr immer dankbar für Leute, die wie die Sicht auch haben und wie das mittragen. Oder? Unbedingt, ja. Das merken wir auch, dass das... Es wird halt auch so eine gewisse Verbindlichkeit schaffen, auch für unter den Kids. Wir merken, im Moment ist es wirklich auch so, dass wir jeden Sonntag fast andere Gesichter sehen. Mhm. Und es ist extrem schwierig, dass die Kinder untereinander so Beziehungen aufbauen können. Und da merken wir schon auch, wie es braucht Leute, die gleiche Sicht haben, die sagen, hey, ich will, dass meine Kinder zusammen mit anderen und können Freundschaften schließen und die sehen. Ich glaube, es ist nicht der einzige Ort, wo das passieren kann. Das ist mir völlig klar. Aber es ist einer von vielen Orten, wo das möglich sein kann. Ja, es ist halt, oder ich weiss so ein bisschen von Freunden, es ist dann halt manchmal eine Spannung, wenn die Kinder nicht weggehen und man sich auf den Machtkampf einlässt. Ja. Und das ist irgendwie schwierig und irgendwie denkt es einem so, oder ich weiss aus meiner, also eben, vielleicht in meiner Zeit, als ich ein Kind war, hat es noch eine höhere Selbstverständlichkeit gehabt. Aber es waren dann eben, wie du sagst, immer die gleichen Kinder da, meine Freunde. Und darum ist es für mich, ja, ist jetzt nicht, meine Eltern nicht kämpfen. Ich habe mich auch gefreut. Ja. Ich habe mich auch gefreut, irgendwie Team oder Jörn und Matt und so wieder zu sehen, irgendwie zusammen Schabernack zu treiben oder so, shooten oder was auch immer. Genau. Das ist so ein bisschen, ja. Aber ich glaube, auf die weite Sicht aus gesehen lohnt es sich mega, da wie zu investieren oder wie Wert zu geben, denke ich mir. Weil ich glaube, auf längere Sicht aus gesehen ist nachher das, warum die Kinder nach Röwen kommen. Ich will meine Kollegen wieder sehen, ich will die Gesichter wieder sehen. Genau. Und ich glaube, wenn das nicht stattfindet, wird es schwierig. Ja. Genau. Ja, und dort hat so, also, ja, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber du hast davon geredet, wie wichtig das ist, wie die Beziehung zum einzelnen Kind zu leben und Transparenz zu leben. Mhm. Und eben hat es viel mehr mit Beziehung zu tun, dass es nicht einfach nur eine äußere Hülle ist, also so eine Gewohnheit, die man halt muss und dann wie eine Art religiöses Gesetz wird, das einhängt, sondern eben, dass es wie mit Beziehungen verbunden ist. Unbedingt, ja. Mhm. Ja. Ich glaube, das haben wir selber auch so. Ja. Oder ich gehe auch in den Gottesdienst, weil ich andere auch sehen will. Auch wieder. Das ist ja ein riesiger Punkt, der euch wichtig ist für das Miteinander. Vielleicht noch eine andere Frage. In der Vorbereitung hast du auch gesagt, hey, dir ist es wichtig, dass es wie nicht rüberkommt, hey, wir haben das jetzt voll im Griff, wir wissen genau wie, sondern dass ihr eben auf dem Weg seid. Mhm. Vielleicht kannst du auf die Frage antworten. Was hast du von einer anderen Familie gelernt, die die mega gut machen? Ist egal welche Familie, aber etwas, wo du sagst, wow, das habe ich mal beobachtet und ich finde es mega cool, wie die das machen. Gibt es so etwas? Wohl, ich glaube, also jetzt gerade, wir sind ja vorher ein Gottesdienst mit Mühles und Ungs
unterwegs gewesen, auch schon im Team, oder? Und ich glaube, was ich sehr von ihnen gelernt habe oder auch sehr bewundert habe, ist einfach, wie sie eben wirklich auch Gemeinschaft leben und wie sie sich verscheichen an andere. Das ist, glaube ich, mega etwas, was ich auch mitnehme von der sage ich jetzt mal, vom 1GD-Team. Genau, und wo wir selber durch das ist immer wieder hinterfragt, wo machen wir das in dieser Form, wo verscheichen wir ist oder wo sind wir bereit, dass es manchmal schon etwas darf kosten, wenn man sich verscheicht und dass es nicht immer gemütlich ist. Genau, das nehme ich, glaube ich, mega mit von Ihnen. Super. Yes. Hey, ich würde versuchen, so ein bisschen zusammenfassend zu sagen, es geht wieder darum, eben einerseits Liebe für die eigenen Kinder in den Mittelpunkt zu rücken, transparent sein, eben auch, wie man selber unterwegs ist. Nicht irgendwie versuchen, etwas künstlich zu machen, was man selber nicht lebt vielleicht. Ja. Dann einerseits wie Räume schaffen, bewusst Räume schaffen, wo man mit den Kindern darüber reden kann. Und dann eben wirklich Gespräche reflektieren, ihren Alltag, das Zeug, was sie erleben, wie versuche ich in Verbindung zu bringen. Eben auch dann spontan bereit sein, zu reagieren, Ja. eben dort, wo es sich bietet, dort, wo es sich anbietet. Ja, und dann eben, sei das durch Geschichten hören oder zusammen vielleicht mal eben Bibel lesen, darüber reden, wie helfen, wie einen Boden zu gewinnen von Vorstellungen, aber gleich eben aus der Beziehung zu ihnen versuchen, wie die Themen zu verknüpfen mit ihrem Alltag. Und das dann eben nicht nur als Kernfamilie, sondern mit Leuten ringsherum zusammen unterwegs sein. Verbindung sein, lernen voneinander zuhören. Sicher auch Freude, Spass. Also es ist ja nicht das Leben. Wenn ich jetzt ans Ostercamp denke, bin ich schon gespannt, was das mit auf sich hat mit Robin Hood. Yes. Also geht ja nicht nur um so fromme Gedanken, sondern auch einfach die Leichtigkeit vom Leben wahrnehmen. Ja, genau. Yes. Unterwegs sind. Ja, du hast das sehr schön zusammengefasst. Probiert. Sehr gut. Nein, mega schön. Ja. Freue mich und ja, ich glaube, wenn Leute Fragen haben, wenn sie sich interessieren, dürfen sie sich sicher gerne bei euch melden. Gell? Zu jeder Zeit. Ja, und sehr gerne. wir sind immer interessiert, auch zusammen zu lernen mit anderen, was heisst es als Familie oder eben als ein Paar, das keine Familie hat, zusammen Jesus nachfolgen, um uns in junge Menschen zu verschenken, Ja. zu verschenken Genau. uns. Und wie zusammen gut unterwegs sein. Yes, genau. Merci vielmals für das Gespräch. Merci dir. Super. Merci vielmals. Schön hast du dir die Folge angeschaut. Im Videochat besprechen wir als Leitung von Vineyard Bern mit weiteren Leuten, was unser Herz bewegt, wo wir als Vineyard Bern hergehen, aber genauso, was wir für Veränderungen in der Church und in der Gesellschaft wahrnehmen. Hey, lass diesem Video einen Kommentar da oder teile es mit deiner Familie und Freunden. In diesem Jahr 2022 wollen wir als Vineyard Bern 10 mutige Schritte zu grosszügigen Taten gehen. Hey, wird auch du ein Teil davon?